Und ich wünsche mir eigentlich ganz, ganz fest, dass Menschen sich annehmen dürfen, so wie sie sind, mit dieser wirklich Verschiedenheit, mit ob sie gross sind, klein sind, ob sie mehr Kurven haben, schlanker sind, blond, braune Haare, weisse Haare, kein Haar. Und ich glaube wirklich ganz fest, dass jeder das entdecken kann von sich selber, dass er so schön ist, wie er ist. Es gibt so bestimmte Orte, dort hier findet ganz automatisch Austausch von Herz zu Herz statt. Dort werden die Menschen offen. Dort passiert vielleicht auch der Austausch über was in der Stadt im Moment zu reden gibt. Und ich rede vom Coiffeurstuhl, wo ja auch schon von Mani Matter besungen worden ist und wo einfach einen ganz speziellen Zauber hat. Und in diesem Fall von der Coiffeuse, die hier Platz genommen hat im LiveNet-Talk, ist es nochmal ein bisschen spezieller. Ganz herzlich willkommen auf einmal Melanie Kauer bei uns Merci vielmals. im LiveNet-Talk. Schön, dass ich da sein. Du führst einen Salon Cut and Go Genau. hier in der Altstadt Bern. Und das ist ganz speziell. Bei dir kann man eben den Preis sogar selber wählen. Wenn man zum Coiffeur kommt, dann hat man ganz sicher mal die Möglichkeit, jemanden Freundliches kennenzulernen und einen Haarschnitt zu bekommen. Und man bestimmt selber den Preis. Das ist das Modell bei dir, gell? Genau. Für den Haarschnitt kann man den Preis selber bestimmen. Wir haben noch andere Dienstleistungen wie Haarfarbe oder so. Dort haben wir dann fixe Preise. Aber der Haarschnitt, da kann jeder frei bestimmen, wie viel er zahlen will. Genau. Ja. So spannend. Und wir haben einander ja rund um die Explo schon ein bisschen kennengelernt. Ende letzten Jahr in Zürich bist du auch bereits in einem Talk mal drin gewesen. Du hast eben erzählt, wie man das kombiniert. Einerseits so unternehmerisch handeln und gleich auch soziales Engagement. Aber wir spulen noch ein bisschen zuerst zurück, wie überhaupt das ist zustande gekommen, der Ursprung sozusagen von dieser Idee. Ja, genau. Angefangen hat es im 2019. Ich war dann im Hip-Hop-Zentrum als Jugendarbeiterin und ich habe ursprünglich Coiffeuse gelernt und habe dann gedacht, ja, ich will mit meinen Jungen ein bisschen im 1:1 schwätzen. Manchmal war es mega schwierig, sie waren in Gruppen da und dann war es noch schwierig, so die Beziehungsarbeit wirklich so im 1:1 zu haben. Und dann habe ich gedacht, ja, der Coiffeurstuhl, dort habe ich das immer erlebt, dass ich 1:1 mit Menschen reden kann. Und dann habe ich meinem Chef gesagt, komm, wir kaufen mal einen Coiffeurstuhl und einen Spiegel, stellen mal her. Ja, und die Jungen sollen einfach geben, was sie wollen. Meistens haben sie ja nicht so Cash. Es soll einfach vor allem dienen, dass sie zu mir Haare schneiden und ich mit ihnen schwätzen kann. Und dann habe ich das angeboten und dann ist das angelaufen. Und dann sind dann plötzlich Leute noch von ausserhalb gekommen, die das gehört haben und gesagt, hey, kann ich auch kommen? Ich bin ein bisschen knapp bei der Kasse. Ich wäre mega dankbar. Und dann habe ich gesagt, ja, sicher, darfst kommen. Cut and Go, der Name kommt übrigens auch von dem, weil wir dann kein Waschbecken hatten. Darum war es nur ein Schneiden und Gehen. Mittlerweile im Salon haben wir das, aber das kommt von dann zumal. Und dann hat es einfach mega Andrang gehabt. Und dann hat mein Chef dann mal gesagt, hey, du bist im Fall Jugendarbeiterin und nicht Coiffeuse. Aber wenn das so läuft, machen wir doch wirklich ein Projekt daraus. Und haben dann ein Crowdfunding gemacht über Raiffeisen, Lokalhelden. Und dort haben wir dann Geld gesammelt. Und dann haben wir im 2022 eigentlich so ein bisschen den offiziellen Start mit diesem Projekt. Und jetzt im September 2025 habe ich dann den Job gekündigt im Hip-Hop-Center und habe gesagt, jetzt mache ich das mal Vollzeit und schaue, wie das so tut, wieder als soziale Coiffeuse eigentlich. Genau. Ja, so haben wir es dann auch betitelt, wo wir einmal einen Bericht gebracht, die soziale Coiffeuse. Und also, wir haben ja einfach abgeschrieben fast schon oder zusammengefasst, was überall sonst gekommen ist. Im Moment ist wirklich ja das Interesse riesig. Da ist der Blick sogar darauf aufmerksam worden, Berner Zeitung, Bund, diverse, die über das schreiben wollten, was du da an Neuem vom Konzept her für deine Kundinnen und Kunden eben kreiert hast. Bist du überrascht gewesen, oder das dient ja irgendwo durch auch ein bisschen, oder? Dass jetzt wirklich die Finanzierung weiterhin kann gewährleistet sein. Also das muss man gerade schon festhalten. Es ist alleine nicht selbsttragend, Nein. wenn man einfach mit diesem Konzept vorwärts Genau. geht. Ich hatte wirklich keine Chance, es zu überleben, nur mit den Beträgen, die die Kunden bei mir zahlen. Jeden Monat habe ich ein paar Tausend Defizit und das muss ich ausgleichen. Und für das sind auch die Stiftungen, die einspringen, wo ich dankbar bin. Und die
sind wirklich auch schnell aufgesprungen und haben gesagt, hey, so eine coole Sache. Da geben wir jetzt mal Geld und lassen das anlaufen. Jetzt bin ich ständig dran, weiter Spenden zu sammeln. Ja, wirklich auch viele Privatpersonen, die ab und zu etwas schicken. Haben Freude haben auch immer wieder. Und natürlich auch Stiftungen, die ich anschreibe und frage für eine weitere Finanzierung. Genau. Oder eben, man kann frei wählen, dass man anstatt irgendwie 50 Franken 100 Genau. reinlegt, nach dem Ja. eigentlichen Coiffeurbesuch oder Ja, so genau. Sachen. Ja, etwa 50% von meiner Kundschaft sind Leute, die sich sonst einen Coiffeur auch leisten könnten, die aber bewusst sagen, hey, ich möchte ins Cut and Go kommen, dass ich anderen das ermöglichen kann und auch etwas darüber zahlen, dass sich da die Balance ein bisschen mehr ausgleicht. Ja, es ist mega wichtig. Also, das habe ich lange nicht gemerkt, das muss ich wirklich auch betonen. Es ist jeder willkommen. Leute, die knapp bei Kasse sind, die finanziell selbst das Budget müssen schauen oder sonst Situationen haben, die herausfordernd sind. Aber es sind ja auch alle anderen willkommen. Ich brauche ja, die ganze Breite. Ja, absolut, ja. Und eben, ich habe es ja selber auch mal erlebt. Natürlich mir eine Expro-Frise machen von dir, gell? Dann. Yes. Und ja, das ist schon noch so speziell, wenn man nicht einen fixen Tarif erlebt, sondern ja, einfach, man kann selber entscheiden. Und du sagst ja auch, das ist in diesen Berichten auch zum Zug gekommen, oder zum Ausdruck gekommen, der Stuhl habe Zauber für dich. Also hast du es vorher schon ganz leicht angetönt, aber kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen? Was ist denn das für dich? Es ist mega spannend. Ich habe das Gefühl, der Coiffeurstuhl hat einen Zauber, weil Menschen in ein Setting kommen, das gleich relativ privat ist. Ich bin auch allein am Arbeiten die meiste Zeit. Ich habe den Salon auch relativ bewusst so in einer Wohnzimmeratmosphäre eingerichtet, auch mit einer Couch hinten dran. Es ist nicht so gross, es lässt niemand zu, es ist auch nicht Parterre, es schaut niemand rein. Und die Kundschaft hockt ab und sie wissen, es lässt niemand zu. Zusätzlich kenne ich ihr Umfeld nicht, ich kenne nicht ihre Lebenssituation. Sie müssen mir nicht vis-à-vis hocken, sondern es ist dann gleich nicht so ganz konfrontativ. Und dadurch, dass ich natürlich sehr eine neutrale Person bin, öffnet es irgendetwas bei den Leuten, wo sie einfach mal schwätzen können. Wo sie einfach mal erzählen können, ich weiss nicht, von wem sie reden. Sie können sagen, meine Schwester, mein Mann, meine Tante, mein Onkel, mein Kind. Ich weiss nicht, wer das ist. Und so gibt es irgendwie so eine ganz spezielle Atmosphäre, wo ich merke, die Leute haben weniger Hemmungen, etwas zu erzählen. Genau. Ja, Ja. es ist mega schön. Ich staune gerne wieder, was sie mir auch anvertrauen. Und das bleibt natürlich dann auch bei mir. Jetzt, wenn ihr in der Zeitung etwas gesagt habt, natürlich ohne Namen oder ohne etwas, dass man das dann herausfinden könnte, wer das jetzt war. Ja, Das ist ganz wichtig, ja. genau. Zum Beispiel von dieser einen Frau, du spielst vielleicht auf das an, gell, wo 65-jährige Frau, die hat wegen einer manisch-depressiven Episode das gesamte Ersparte verschenkt. Und nachher ja, total ist auf die Welt gekommen, natürlich wieder. Kein Geld mehr. Jetzt lebt sie von Sozialhilfe. Und du kannst vielleicht noch weiterfahren. Was ist auch eben dann irgendwann bei dir auf dem Stuhl gehockt, gell? Ja. Ja, sie ist dann gekommen und sie hat mir die Geschichte erzählt. Und ja, sie hat zuerst am Anfang gar nicht gewusst, was sagen, weil ich so gemerkt habe, dass es ist so ein Beispiel dafür, dass es jeder von uns treffen kann. Sie hat ein ganz stabiles Leben gehabt, bis 52 etwa oder etwas mehr. Ist finanziell gut aufgestellt gewesen, hat einen guten Job gehabt, 100% bügelt. Und dann ist der Tag X gekommen und die Manie hat sie getroffen. Und dann hat sie ganz viel Höchst gehabt, ganz viel Tiefs. Sie hat gesagt, tagelang manchmal hat sie nicht mehr geschlafen, weil sie so viel Energie hatte. Andere Tage hat sie nicht aus dem Nest herausgebracht. Es war einfach in einem ganz, ganz tiefen Loch. Und in diesen Manien, die sie bei ihren Höchsten hatte, sie hat auch selber ein grosses Herz. Sie hat auch viel bei Organisationen gearbeitet, die sich auch für Leute einsetzen. Hat sie gedacht, ich habe ja Vermögen und das kann ich verschenken. Und hat das Geld verschenkt. Und als die Manie durch war, ist sie natürlich dann auch auf die Welt gekommen und hat so gemerkt, hey. Ja. Ja, also eben, du erlebst Diverses von
Obdachlosen zum Beispiel auch. Ist auch spannend, wie sie da haben das Strassenmagazin Surprise zitiert, dass einfach ja, auch für den Selbstwert eben eine gewisse persönliche Pflege wichtig ist, oder? Und dass das vom Sozialamt eben häufig nicht abgedeckt ist. Und ja, dann die Leute plötzlich wieder ohne Scham können in den Spiegel schauen. Und ja, das ist schon ein wichtiger Dienst in diesem Sinn. Auch, ja. Und es ist noch spannend, gerade bei mir im Salon ist die Hemmschwelle oftmals immer noch ein bisschen zu gross, dass jetzt gerade Obdachlose zu mir kommen. Das ist dann auch der Grund, dass ich auch noch viel in die Institutionen selber schneide, dass ich ein bisschen mehr in die Lebenswelt gehen kann. Gleich so bei mir in den Eingang hineinzugehen, in den Lift, in den 5. Stock zu gehen und dann nochmal steigen. Es ist wie ein Raum, wo sonst der Rest der Gesellschaft hergeht, wo schön eingerichtet ist. So ein fremdes Setting für sie, dass es dort manchmal schwierig ist, auch mit dem Termin abmachen, mit ihren Angaben angeben. Das ist nicht ganz so einfach. Darum habe ich wie er gesagt, hey, in diesem Fall schaue ich, dass ich zu ihnen gehen. Und darum gehe ich in diverse Institutionen, wo sie vielleicht ihr Essen bekommen oder teilweise auch wohnen. Und gehe dann dort diesen Dienst anbieten, dass sie Haare schneiden. Und dort ist es dann irgendwie auch einfacher für sie, das anzunehmen. Und ich habe 1, 2 Leute, die durch das, dass sie mich jetzt kennen, auch zu mir in den Salon getraut zu kommen. Ja, genau. Ja. Es war herzig. Letztes Mal kam eine Frau gekommen, und sie ist reingekommen, ganz verschwitzt. Und sie war so nervös, dort herzukommen. Und dann hat es so 10 Minuten, eine Viertelstunde gebraucht. Und plötzlich hast du gemerkt, wie sie sich entspannt und das geniessen. Und ich hatte mega Freude, dass sie sich dort irgendwie überwinden konnten, diesen Termin abzumachen und zu kommen und das in Anspruch zu nehmen, wie es alle anderen auch dürfen. Ja. Eben, da merkt man schon, es ist auch ein intimer Moment. Oder? Auch wenn es einfach könnte sagen, eben Haarschneiden geht, aber du kommst einander ja automatisch dort drin auch nach. Ja. Man sagt auch, also es hat mir auch schon in der Lehre so beigebracht, dass die Haare ein bisschen der Spiegel von der Seele ist. Weil die Haare sehr stark reagieren, wie so der Mensch auch persönlich geht. Mit Haarausfall, mit Ekzem, es gibt so kreisrunde Haarausfall, so 5 Lieber gross. Und es kommt eigentlich fast nur von sehr hohem Stresspegel oder psychischer Belastung. Und ja, Leute, die herhocken, die wissen wahrscheinlich, dass ich das dann erkenne. Also es ist schon persönlich. Also es ist, Ja. und dann, manchmal sage ich noch nichts und dann sagen sie es davon selber. Manchmal habe ich mich dafür so gesehen, du hast da etwas, das tut sich erholen. Und manchmal erzählen sie, manchmal nicht. Beides fein, es muss niemand erzählen, wenn er nicht will. Aber es ist etwas sehr Persönliches, das Haar. Ja. Ja. Ja, also das kann ich nur aus meiner Erfahrung auch bestätigen. Oder? Und als Mann, wenn wir haben über das Jahr geredet, als ich bei dir gehockt bin, oder? Ja, oder? Bei mir ist es ein bisschen schütterer und das macht ja gleich auch etwas mit Ja. einem. Oder? Also Ja. man muss einen Umgang finden mit dem, oder? Mit dem Verlust von gewissem vielleicht, oder was auch immer man dort hier nennen will. Und eben entweder findet man dort hier einen Weg, für ja, sich anzunehmen, oder dass wir in unserer Gesellschaft halt ja auch sehr häufig treffen, ist einfach das ewig jung bleiben, oder? Das ist, glaube ich, jetzt auch so ein Trend, oder? Ja. Das erlebst du auch, oder? Auch mit grauen Haaren. Es ist nicht nur der Haarausfall, sondern plötzlich, ich werde alt, irgendwie, das ist ein riesiges Thema. Und ich immer sagen, hey, es darf sein, es ist ein Prozess, es ist, wir tun das manchmal einfach so assoziieren, dass das etwas Schlechtes ist. Aber ich denke, mit davon sehen, dass man älter wird, dass sich die Haare verändern. Abgesehen davon, bei vielen kommen die grauen Haare stärker nach. Es gibt auch viele Kundinnen, die Freude haben, dass sie ein stärkeres Haar haben, weil sie grau sind. Der Umgang ist mega unterschiedlich, aber es ist schon etwas, was mit dem Menschen macht, was es bewegt. Halt etwas, was sie täglich im Spiegel sehen. Ja, und jetzt gibt es bei jungen Herren viel, die ich höre, überlegen sich Transplantation zu machen, wo sie sich sagen, hey, es kann nicht sein, ich bin vielleicht nicht mehr gleich attraktiv oder etwas, was das dann halt mit dem Selbstwert zu tun hat, wo ich eigentlich mega möchte auch ermutigen, dass die Individualität des Menschen, wie man aussieht, über die Jahre, aber auch untereinander, dass das echt Platz haben und dass das nicht positiv oder negativ bewertet werden muss. Ja, es ist mega interessant. Also da rutschen wir jetzt vielleicht ein bisschen in eine
Diskussion mehr einfach, wo man kann beobachten kann, was in der Gesellschaft allgemein abgeht. Oder? Da habe ich jetzt mehrere Berichte gelesen, irgendwie jetzt Monaco, wirklich, wo sie sich jetzt so aufmachen zu einer wirklich ewigen Jugend, also Longevity, oder? Das neue Modewort. Oder? Das Ziel ist wirklich, dass man mir nicht ansieht, also jetzt bereits irgendwie vielleicht 70 oder 80 bin. Oder Männer gehen auf Istanbul, einmal Zeitungsbericht, für das sie 5-6 cm längere Beine bekommen. Das heisst, die lassen sich wirklich die Beine brechen. Und nachher tut man wie eine Schraube zwingen So rein viel und Schmerzen. mit Schmerzen, für das man dann, weil es einfach zu der guten Männlichkeit gehört, dass man nicht nur 1,70 ist, sondern lieber 1,80 oder noch ein bisschen mehr. Also das finde ich schon eher crazy, wenn du das mitbekommst, oder? Ja. Also es ist ein Megathema und jetzt es wird immer wie intensiver. Auch das ganze Social Media, wo ich glaube, es hat einen riesen Einfluss darauf, dass man sich schön macht, für das dann online zu zeigen, unter anderem. Ja, auch gerade, letzten Monat habe ich mit einer KV-Klasse, also eine kirchliche Unterweisung, haben sie zu mir geschickt. Ich hatte so einen Modulkurs, wo wir das Thema Schönheit und Identität hatten. Und dann haben wir mal auf Social Media gegoogelt, okay, was ist fake, was ist echt. Als ich mich gefragt habe, habe ich gesagt, ich war schockiert, wie viel es eigentlich gar nicht echt ist. Und ich versuche mich so fest auf das herzuschaffen, immer schöner auszusehen. Ich merke, ich kann das gar nicht, weil das alles bearbeitet ist. Oder eben die ganzen Operationen, die man mittlerweile auch so natürlich machen kann, dass man gar nicht mehr weiss, dass es gemacht ist. Das heisst, die Leute vergleichen sich mit dem. Und es ist einfach... Ich bin immer wieder, komme ich selber neu auf die Welt und merke, es ist ein riesiges Thema. Und ich wünsche mir eigentlich ganz, ganz fest, dass Menschen sich annehmen dürfen, so wie sie sind. Mit dieser wirklich Verschiedenheit. Mit, ob sie gross sind, klein sind, ob sie mehr Kurven haben, schlanker sind, blond, braune Haare, weisse Haare, kein Haar. Und ich glaube wirklich ganz fest, dass jeder das entdecken kann von sich selber, dass er so schön ist, wie er ist. Und der Coiffeurstuhl bei mir finde ich einen idealen Platz, weil das Thema so oder so aufgreift, die Schönheit. Und dort einerseits mit der Frisur etwas zu unterstreichen, die Schönheit, aber andererseits so in den Gesprächen immer wieder zu ermutigen, dass es wirklich darf anders sein, dass man darf verschieden sein, dass man ja, einfach so schön ist in dieser Individualität. Ja. Also, du hast jetzt das noch nicht ganz explizit so erwähnt, oder wir haben nicht darüber geredet, wo der Glaube jetzt eigentlich hier drin spielt. Aber das ist wie, sagen wir mal, von deiner so Annahme, oder wie du die Menschen vielleicht behandeln willst, ist das schon auch ein recht wichtiger Teil, oder? Ja. Also ja, der Glaube hilft mir immer wieder, die Perspektive zu bekommen. Ich versuche immer wieder so Gott als Schöpfer zu sehen und zu wissen, er hat es gut gemacht. Er hat es sehr gut gemacht. Er hat die ganze Welt wunderschön gemacht, die ganze Natur, jeder Mensch so individuell. Und er hat sich etwas überlegt und immer wieder in seinen Blick hineinzugehen und dürfen so versuchen zu sehen, hey, er hat sich da etwas überlegt und das noch zu unterstreichen und das wieder zu benennen, dass der Mensch gut gemacht ist, schön gemacht ist. Das ist sicher etwas, das mich sehr, sehr immer wieder bewegt und auch mir persönlich hat geholfen. Ich hatte lange in meiner Jugendzeit sehr Mühe mit Aussehen, mit wie muss ich aussehen. Ich muss abnehmen, ich muss blond sein oder braun sein oder Locken haben oder gerade Haare. Und habe gemerkt, meine Kolleginnen sind hübscher als ich, haben andere Ausstrahlung oder mehr Modebewusstsein, was auch immer. Und habe mich dort verglichen, immer wieder. Und mir hat der Glaube dort sehr fest geholfen, dass einerseits meine Identität nicht das ist, wie ich aussehe, sondern dass mein Wert unabhängig ist von dem, dass ich wirklich angenommen sein darf mit dieser Art, wie ich bin. Einerseits die innere Schönheit, die äußere Schönheit. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist wirklich, oder zu kennen, Gott hat uns schön gemacht. Und das wünsche ich jedem, dass er das sehen und diesen Blick gewinnen dafür, dass wir wirklich so verschieden schön sind. Ja. Mit dieser Diversität. Ja. Wow. Und mir ist jetzt gerade so durch den Kopf gegangen, was das eigentlich, wenn ich mir überlege,
mir am wichtigsten ist, wenn ich über die Schwelle gehe in einen Coiffeursalon oder vielleicht auch in die Arztpraxis zu meiner Hausärztin und ich einmal wieder mal einen Check gemacht habe, so mit gut 40. Oder? Und dann merke ich, was es eigentlich ja ist die Person, wo ich mir jetzt ein Stück weit anvertraue, hat die eine Liebe überhaupt mal für Menschen? Hat die, also weißt du, merke ich das nicht, dass da echtes Interesse ist, es jetzt gut zu machen mit mir oder dass die Person gut meint. Coiffeuse kann man doch fast nicht sich vorstellen, wenn da keine Liebe da ist für Menschen. Also das gibt es auf jeden Fall auch. Ja. Also ich hatte letzten Monat hatte ich so ein Arbeitspraktikum, also einen Schnuppermonat. Und dort war eine junge Dame und ich habe ihr mehrmals gesagt, wenn du Coiffeuse werden willst, du musst echt gerne Menschen haben. Das ist wirklich, ja, viele Kolleginnen, die mit mir die Lehre gemacht haben, haben aufgehört, weil sie gesagt haben, keine Lust mehr, ich habe zu viel Kontakt mit Menschen, die erzählen mir Zeug, die ich nicht hören will. Und was soll ich mit dem? Ich bin überfordert. Am Abend bin ich so müde, weil ich eigentlich nicht mehr will. Und dort sage ich immer, hey, ja, man muss echt gerne Menschen haben, dass man das auch irgendwie mal tragen, dass man auch gerne zulässt, mit einer anderen Haltung geht. Und ich sage, bei mir geht es schon. Auch primär, dass ich schöne Frisur machen kann. Aber andererseits gehe ich auch schon mit dem Bewusstsein her, dass ich möchte ready sein für ein offenes Herz haben, dass ich darf mal mitlachen, mal mitrennen, mal schweigen. Einfach so ready zu sein für das, was der Mensch mitbringt. Ja. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Ja, Melanie, du hast noch einen anderen spannenden Bereich, wo du dich engagierst. Das ist in der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn. Du bist schon aufgewachsen in der reformierten Landeskirche in Jägisdorf. Und bist jetzt sogar Synodale, nennt man das, gell? Also du bist im Kirchenparlament. Genau. Und als eine der wenigen Jüngeren, du bist ja noch unter 30 sogar, gell? Knapp, ja. Ja, genau. Ein halbes Jahr drunter. Kann man noch darüber reden, über das Alter, auf jeden Fall. Ja. Wieso dort hier das Engagement? Ich bin angefragt worden vor etwa 2,5 Jahren, weil Synodensitz ist frei wurde von der Jugendkommission. Also es gibt wie so verschiedene Sitze, die man kann. Und ja, der Minderheitssitz für die Jugend. Das heisst, sie bewusst jemanden auslesen, der eine Stimme für die Jugend hineinbringt in das Parlament. Und ich habe dann noch im Hip-Hop-Center gearbeitet und er ist der Pfarrer von der Markuskirche. Hat jemanden gesucht, eine Nachfolge für einen Mann, der aufgehört hat. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist noch interessant. Ich habe das Setting noch nicht so kennengelernt, Synode. Und Synode ist das Parallelsystem zur Politik. Wir haben 7 Synodalräte, 200 Synodale. Und wir reden über die Zukunft der Kirche reden oder über Aktualitäten, Finanzen, Kirchensteuergelder. All diese Sachen werden dort besprochen. Am Anfang habe ich gedacht, ultra trockenes Setting. Und ich bin dort reingekommen. Wir sind vielleicht 4 unter 40. Der Rest ist, ich sage, Altersdurchschnitt ist eher bei 60. Und dort habe ich mich jetzt so ein bisschen eingefunden. Ich habe Freude entfachen für das Amt auch. Und wir haben dann so verschiedene Fraktionen, wo man sich auch vorher trifft, zum Besprechen die Traktanten. Und ja, mir brennt es jetzt so ein bisschen, dass ich gerne auch mehr junge Leute in der Synode habe. Das ist mega wichtig, auch für die ganze Zukunft, wie sich entwickelt, dass wir dort Stimmen haben von jungen Leuten, die mitgestalten. Die Landeskirche, glaube ich, hat einen wichtigen Auftrag in der Gesellschaft. Und dort, es ist genauso wichtig, so ältere Leute dabei sind. Ich sage, es soll nicht nur junge sein. Ich glaube, der gesunde Mix, gute Mix macht es aus. Aber ja, jetzt bin ich dort so ein bisschen am herausfinden, wie ich das machen könnte. Und jetzt fängt auch im Herbst eine neue Amtszeit an. Das heisst, jetzt wechselt alles so ein bisschen. Und jetzt versuche ich da ein bisschen Lobbyarbeit zu machen und auch junge Leute zu animieren, mitzukommen und mitzureden, sich engagieren. Und dass die Kirche wirklich sich bewegen darf. Das ist wichtig. Ja.
Hey, spannend. Nein, da merkt man schon, du bist da auch reingekommen in ein paar Themen und ja, bist schon in gewissem Sinne ein bisschen eine Vorreiterin vielleicht für Themen. Auch jetzt eben für die Jungen dort in diesem Thema. Und auch beim Unternehmerischen, eben, was wir vorher haben besprochen natürlich auch, wo du das so Hand in Hand bringst mit Sozialem. Ist dir das selber echt bewusst, dass da so jetzt, dass man dann plötzlich das vielleicht eine Strahlkraft bekommt durch das? Ja, ich glaube, ich werde mir es immer wie mehr bewusst. Es sind jetzt gerade so die Medien, wo ich im letzten halben Jahr so die Aufmerksamkeit habe bekommen, die ist sehr überraschend gekommen. Ich habe im September gestartet und habe gedacht, wie schaffe ich das, genug Kundschaft herzubekommen? Ich bin im 6. Stock oben, ich habe 20-30% Stammkundschaft. Ich muss da schon ein bisschen Werbetrommel schlagen. Und dann ist der Blick bei mir gewesen, und dann hat sich das da eben so ein bisschen der Kreis hat es weiterverbreitet und dann sind immer mehr Leute dazugekommen. Und ich bin positiv überrascht worden, wie viele Leute gut reagiert haben und auch mich immer wieder bestätigt, hey, es ist wichtig, dass Leute gehört werden, dass sie dürfen eine Frisur tragen dürfen, wo sie sich schön fühlen. Auch bei meiner Kundschaft selber, wo sie mir natürlich immer wieder sagen, hey, merci vielmals, dass ich kommen durfte. Ich war schon seit 6 Jahren nicht mehr. Und ich einfach immer wieder denke, ich war mir schon nicht so bewusst, dass da so eine Lücke besteht und dass so viele Leute nicht zum Coiffeur gehen. Ja, das ist... 6 Jahre nicht zum Coiffeur? Ja, also regelmässig habe ich Leute, die... Ja, schon letztes war jemand, der 22 Jahre nicht beim Coiffeur war. Und dort ist es natürlich schon individuell. Es gibt Leute, die es dann auch nicht ganz so wichtig ist, wo ich mal sage, und dann ist es noch teuer, lassen wir gleich sein. Und bei anderen ist es wirklich so, sie wünschen sich es und können es sich einfach nicht leisten. Also es gibt natürlich beides, ja. Ja, sehr interessant war, einmal ein bisschen in die Welt hineinzusehen von der sozialen Coiffeuse. Da wie so ein bisschen der Titel jetzt kreiert hat, gell? Ja. Genau, und einfach auch das, was du sonst so auf dem Herzen hast, eben auch das mit den Kirchen und dort hier die Verjüngung hoffentlich, wo, ich meine auch, wir wissen auch vom Pfarrermangel, jetzt habe ich wieder einmal mit jemandem geredet, in einer eigentlich lebenden Landeskirche, so eine Region Oberaargau, wo sie einfach verzweifelt nach 2 Pfarrern am liebsten suchen und noch nicht fündig geworden sind. Also das ist schon ein mega Thema auch. Ja, Genau. Henne. Ja. Hey, danke vielmals noch einmal fürs Herzteilen. Und sehr gerne, danke. wir bleiben wir bleiben dran, was da noch alles passiert. Und Sehr wo gerne. du da noch durchgeführt wirst weiterhin. Danke. Merci ja, bin für deinen Mut. gespannt. Und eben, wir haben ja auf die paar Artikel bereits jetzt im Gespräch verwiesen. Natürlich tun wir das auch in die Videobeschreibung, wenn ihr noch gerne ein paar Fotos schauen wollt oder eben den Blickartikel euch noch interessieren und so, dann könnt ihr gerne drauf. Und die Webseite von dem Cut & Go verlinken wir natürlich auch. Und danke vielmals für euer Interesse. Einmal mehr, glaube ich, so eine Begegnung gesehen, die spannende Impulse gibt und einem vielleicht auch ein bisschen reflektieren, was könnte das für mich bedeuten und wo könnte ich auch noch ein bisschen den Unterschied machen, etwas Schönes und auch Momente, die Selbstwert stärken von meinem Mitmensch, auf welche Art auch immer vielleicht reinbringen kann. Genau. Danke und bis gleich wieder. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.